Guten Morgen miteinander. Also das Thema ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Genesis bis Offenbarung. Der grosse Bogen, es geht ein bisschen länger heute, kann ich darauf einstellen. Es ist eine längere Geschichte. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eigentlich ein Drama. Das grösste Drama, das die Welt je gesehen hat, in 7 verschiedenen Szenen. Erste Szene, die Welt als Sakrament. Die Bibel fängt an im Hebräischen mit dem Wort Bereshit bara Elohim. Das ist majestätisch. Am Anfang oder im Anfang schuf Gott. Und Gott hat die Welt geschaffen, Genesis 1 und auch Genesis 2 erzählen weniger, wie er das gemacht hat, sondern für was. Wenn man nämlich Genesis 1 liest, die 7 Schöpfungstage, dann ist am Ende von diesen 7 Tagen ja der Ruhetag. Das ist der Tag, wo sozusagen Gott zur Ruhe kommt, aber nicht für das er jetzt chillen und nichts macht, sondern jetzt zieht er sozusagen in das ein, was er geschaffen hat. Genesis 1 erzählt die Schöpfung von der Welt als Sakrament. Als Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Denkt ist die Welt immer gewesen, nicht, dass es da ein paar Menschen gibt und ein paar Tiere und Pflanzen, sondern als Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo sozusagen der Vorhang zwischen zwei Realitäten auf die Seite geschoben wird, wo der Mensch kann leben, für Gott zu begegnen. Das war immer das Ziel gewesen. Es geht also nie darum, dass mir irgendwie ein bisschen gut geht, dass wir es toll haben, sondern es geht um die Schöpfung als Ganzes. Gott hat die Welt geschaffen, innerhalb des Universums, für dort Menschen zu begegnen. Darum ist die Welt ein Sakrament. Ähnlich wie Abendmahl und Taufe oder in der katholischen Kirche noch ein paar andere mehr. Sakrament heisst das Geheimnis. Ein Ort, wo man nicht wirklich ganz versteht, was abgeht, aber gleichzeitig ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Das ist das Erste. In dieser Welt hat Gott Menschen geschaffen, als Krone der Schöpfung, was auch immer das heisst. Also wenn ich manchmal in meine Weltgeschichte schaue, muss ich sagen, Teil von diesen Kronen ist viel Asche drauf, oder? Da ist also ziemlich viel verschüttet. Aber trotzdem, jeder Mensch, wenn wir einem Menschen begegnen, er ist immer schon Gottes Ebenbild. Grundsätzlich. Nach Gottes Bild geschaffen. Amöben nicht. Und Eichen auch nicht. Menschen unterscheiden sich nicht nur genetisch, sondern auch von ihrer Wesensart von allen anderen Lebewesen. Sie sind Gott ähnlich geschaffen. Und zwar als seiner Stellvertreter auf der Erde. Denkt sind wir Menschen immer schon, für sozusagen Gott zu repräsentieren. In der antiken Welt, wo Genesis 1 und 2 hineingeschrieben wurde, ist es gedacht, dass die Menschen Gott spiegeln. Wer uns sieht in dieser Welt, sollte Gott begegnen. Das wäre die Idee. Wenn eine Kirche zusammenkommt, hier heute Morgen wäre die Idee, dass hier in Gottes Reich stattfindet. Also ich hoffe es hier auch, aber ehrlich wäre die Idee vor allem das, oder? Aber hier auch. Versammlung von Gott, Gottes Ebenbildträger in dieser Welt. Und darum hat er uns einen entsprechenden Kulturauftrag gegeben. Genesis 1, 26, 27, wir sollen, nachdem wir geschaffen worden sind, nach Genesis 2 die Welt bauen und bewahren. Eigentlich sind wir alles zusammen irgendwie Tierpfleger und Gärtner oder Gärtnerinnen. Es geht darum, die Welt zu kultivieren. Das ist natürlich komplex und nimmt unglaubliche Formen an, aber denkt sind wir nicht dafür, dass wir für uns selber existieren, sondern zum Wohl dieser Welt. Dass wer in dieser Welt lebt, etwas von der Schönheit von Gott sieht. Wenn wir also fragen, wo findet Gottes Reich statt? Immer dort, wo etwas Schönheit zelebriert. Paradies. Der Mensch hat es besser gewusst. Emanzipation. Klassisch wird oft vom Sündenfall geredet, Genesis 3, das Wort kommt gar nicht vor. Es geht aber darum, dass der Mensch glaubt, ich kann es besser ohne dich. Nicht jede Form von Emanzipation ist schlecht. Der letzte Sommer hat unser Sohn geheiratet, unser ältester Sohn, der hat sich sozusagen von Christina und von mir emanzipiert. Das ist eine gesunde Emanzipation. Es ist also heiraten und dann daheim wohnen bei den Eltern ist nicht gut. Aber es gibt gesunde Emanzipationsformen, es gibt aber auch sehr krankhafte. Der Mensch hat von Anfang an gedacht, also Gott geht ohne dich, ich kann es besser. Und von diesem Augenblick an kann man sagen, ab Genesis 3 ist die ganze Welt eine Art wie ein Computerprogramm abgestürzt. Und ab Genesis 3 bis Offenbarung 20 erzählt uns die grosse Story von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Reboot von Gott. Die Wiederherstellung von der Schöpfungsordnung. Es geht definitiv um mehr, als dass wir erlöst werden. Es geht darum, dass eine ganze Welt, die abgestürzt ist, erlöst wird. Und wir sind Teil von dieser Geschichte. Wir dürfen Teil sein von dieser Story, wo Gott immer schon gedacht hat. Und er hat sich die Welt, nur weil sich die Menschen emanzipieren, nicht einfach aus den Händen nehmen. Es ist immer noch seine Welt. Es ist eine gefallene Schöpfung. Es ist eine gebrochene Welt. Also da braucht es nicht viel Fantasie, für das zu sehen. Aber es ist immer noch Gottes gute Schöpfung.
Und er wird sie nicht irgendwann aufgeben, sondern er wird die Welt, die Schöpfung erneuern, dass sie wieder das wird, was sie ursprünglich dafür gedacht war. Sakrament. Ort von der Begegnung von Himmel und Erde. Das zeigt sich dann, wenn man Genesis 1 bis 11 liest, durch Geschichte, das sind von den wichtigsten Kapiteln der Bibel überhaupt. Schon beim nächsten grossen Akt, die Geschichte mit Noah, eine furchtbare Geschichte natürlich einerseits, aber das ist eigentlich der Versuch, nochmal neu zu starten. Nochmal mit den Menschen einen neuen Start anzufangen. Nochmal mit dem einen gerechten Noah. Noach übrigens, hebräisch, der zur Ruhe gekommen ist. Wir probieren es nochmal. Adam und so ist einiges schief gegangen, aber mit Noah, wir probieren es nochmal. Und dann kommt die Flut und auch kann man alles diskutieren, aber am Schluss kommt es gut, ein paar Raben, eine Taube und was macht der Noah? Er besauft sich. Das ist das Nächste, was er macht, nachdem dass er das Flut hinter ist nicht wirklich gut gekommen, oder? Muss man sagen. Ist also, ganz überzeugend ist es nicht. Gott hat es versucht. Gott hat quasi die ganze Welt geopfert, um die Welt neu zu starten und normal von vorne anzufangen. Zurück auf Feld 1. Hat aber nicht funktioniert. Die Urgeschichte hört auf mit Genesis 11, Turmbau zu Babel. Die Geschichte werden ihr auch kennen. Man versteht sich nicht mehr. Man kann nicht mehr zusammen reden. Die Welt wird zerstreut. Die Menschheit zerstreut sich in die ganze Welt. Das ist heute noch so. Wir verstehen auch nicht. Die allermeisten Probleme entstehen durch Kommunikation, die man nicht zulässt, die man nicht versteht. Es wird erstens zu viel geredet in dieser Welt und zweitens zu wenig zugelassen. Das ist das Grundproblem dieser Welt. Aber eigentlich wäre das die Idee gewesen, das verlorene Paradies neu zu starten, mit Noah, durch. Aber es hat sich gezeigt, das funktioniert nicht. Die Welt ist zerstreut. Mit diesem Bild hört die Urgeschichte auf, Genesis 11. Gott sei Dank hört die Bibel nicht auf. Es fährt dann weiter mit Genesis 12, die dritte Szene. Die dritte Szene ist eine Art, wir können sagen, ein Hoffnungsschimmer, ein neuer Anfang. Gott ruft der Abraham, irgendein Heid, irgendwo am Ende der Welt, in Ur in Chaldea, ein Polytheist, der hat an viele Götter geglaubt. Der hat nichts gewusst von Gott, von Jahwe, nichts, noch nie gehört. Und plötzlich, völlig souverän, redet Gott, wie wir es hier in der Reihe hören, redet Gott aus seiner Ewigkeit, zieht der Vorhang auf die Seite Abraham. Geh, mach dich auf, komm in Bewegung, mach etwas. Und ich werde mit dir gehen. Ich werde dir Land schenken, ich werde aus dir ein Volk machen, das zum Segen für die Welt soll werden. Und die Geschichte kennt ihr. Wieder einen neuen Anfang. Wieder sozusagen ein Reboot von Gott. Normal das Ganze mit einem Mann. Und das Kennzeichen von Abraham, und das, wie er später heißt, ist nicht, dass er jetzt der grosse Hirsch war, sondern er hat auf Gott gehört. Er hat gehört und gemacht, was er gehört hat, was er verstanden hat. Das tun. Wenn Gott redet, wäre es gut, wir würden entsprechend handeln. Er zieht aus der Geschichte Abraham, Isaac, Jakob, also ich setze es so raus, sonst lesen es nachher Genesis. Könnt ihr nicht nachlesen. Und dann kommt das Volk Israel nach Ägypten. Sklaverei, 400 Jahre. Und in Exodus 3 heisst es nachher, dass das Volk geschrauen hat, nach Gott geschrauen hat. Sie haben gar nicht gewusst, zu welchem Gott. Das ist uralt. Vor 400 Jahren hat Gott geredet zum Mann irgendwo in Ur und jetzt erfährt die Geschichte neu an. Aber sie haben den Gott gar nicht kennt, sie haben nicht mal den Namen kennt von diesem Gott. Gott muss sich Mose offenbaren. Im brennenden Dornbusch, auch schon gehört die Geschichte, oder? Eher das Buch, aber das ist beschrieben. Und dann fragt Gott, und was soll ich vorstellen? Von wem reden wir? Und Gott offenbart sich mit Jahwe. Das ist ein hebräisches Nomen, das auf ein Verb zurückgeht, das wahrscheinlich heißt, ich bin mit dir, ich bin auf deiner Seite. Das heißt, der Name von Gott ist bereits Evangelium, frohe Botschaft. Könnte auch anders sein. Andere Götter im Alten Testament heißen zum Beispiel Baal. Das heißt Herr der Fliegen. Das ist mittellukrativ, oder? Also ein Gott, der Herr der Fliegen heisst, ist also, das geht. Aber ein Gott, den ich mich anvertrauen kann, wo er heisst, ich bin für dich, ist auf deiner Seite. Das ist frohe Botschaft, Evangelium. Und dann ruft Gott sein Volk aus Ägypten, Exodus. Die berühmteste Geschichte im Alten Testament wahrscheinlich. Das ist das alttestamentliche Evangelium. Und es geht um sehr viel mehr, als einfach tut Buße und bekehrt euch. Es geht um die Erneuerung der Geschichte. Gott ruft sein Volk raus. Der Bund, den er 400 Jahre vorher mit dem Abraham gemacht hat, geht weiter durch ein ganzes Volk, das er erlöst, errettet. Und die Lösung hat mindestens 4 Elemente. Erstens politische Freiheit, zweitens wirtschaftliche Freiheit, drittens soziale Freiheit und viertens geistliche Freiheit. Ziegel brennen ist nicht mehr. Wir ziehen aus, für Gottesdienst zu feiern, für den Gott wirklich zu ehren, wo wir quasi mit ihm unterwegs sind.
Das ist das alttestamentliche Evangelium, das Jesus viel später zur Zeit vom Neuen Testament wird aufgreifen. Da ist neue Hoffnung gestiftet worden. Gott führt sein Volk an Sinai, schließt dort einen Bund mit einem Volk, mit einem Ziel. Ihr sollt mir eine Priesterschaft sein für die Welt. Der Wählung von Israel als Volk Gottes ist nicht Selbstzweck. So wie die Erwählung von der Menschheit als Repräsentanten von Gott auch nicht Selbstzweck ist. Es ist erwählt sein, berufen sein für irgendetwas. Heißt immer in Dienst gestellt sein an anderen. Das ist nicht, Hauptsache ich stehe da grossartig da, sondern ich bin berufen, für jemandem zu dienen. Israel ist berufen gewesen, weil Gott durch das Volk die gebrochene, abgestürzte Welt möchte darauf aufmerksam machen, was würde es bedeuten, mit dem Gott zu leben. Priester heisst ja Brückenbauer. Brückenbauer zwischen Himmel und Erde. Also Priesterinnen und Priester, das sind wie der Papst, oder? Pontifex Maximus, der grosse Brückenbauer. Berufen, für eine Brücke zu bauen zwischen Himmel und Erde, das wäre das Ziel. Immer schon das Ziel gewesen. Mit dem schließt die dritte Szene. Am Sinai wird der Bund erneuert. Das Volk wird in Dienst genommen zum Dienst für die Welt. Vierte Szene, ein Hoffnungsschimmer. Die Geschichte geht weiter, Josua, Richter, verrückte Bücher, ziemlich viele Fragen. Aber irgendwann kommt dann Samuel, Könige, Chroniken, und wir lesen in dieser Geschichte die Entwicklung vom Königreich unter David. Das Königreich wird gegründet. Der letzte Prophet, könnte man sagen, der letzte Priesterprophet, der gleichzeitig das Königmacher ist, der Samuel, salbert die ersten Könige, Saul, David. Und mit dem David sind enorme Hoffnungen verbunden, weil der David, übrigens, da muss man nachdenken, ist immer so der Hero, also eigentlich war er ein Guerillakämpfer, ein Ehebrecher und ein Mörder und gleichzeitig auch noch König. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also was Gott sich manchmal erlaubt, was er für Typen beruft, für sozusagen sein Herz zu spiegeln, das ist skandalös aus meiner Sicht, aber es hat auch etwas sehr Befreiendes. Also wenn Gott mit solchen Menschen zu Rand kommt, dann vielleicht auch mit mir. Es ist nicht so, also ich glaube, jetzt, ich bin nicht ein Mörder, aber also, vielleicht in Gedanken, es gibt schon wirklich Deppen in der Welt, aber also normalerweise ist das nicht so. Aber wenn Gott mit solchen Leuten ein Königreich kann bauen kann, dann sind auch wir irgendwo, wie der Jon jetzt gesagt hat, es ist immer ein nächster Schritt möglich. Next step. Mit dem David baut Gott ein Reich. Er verheißt ihm, aufgrund von einem von deinen Söhnen wird ein ewiges Königreich können regieren. Hat sich aber gezeigt, schon beim Salomo, ein bisschen viel Testosteron und ziemlich viele Frauen, und es ist ziemlich schnell bachab. Ist so. Es ist aus eigener menschlicher Kraft, es funktioniert nicht. Schon nach dem Samuel, sein Sohn, und das Reich ist geteilt worden, 927 vor Christus, und dann lesen wir in den Königsbüchern, in den Chronikbüchern, 300 Jahre lang, es geht stetig bergab. Beim David ist der Tempel gebaut worden. Der Tempel wäre wieder der Ort gewesen, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Es heisst in den Psalmen, das ist der Fußschemel von Gott im Universum, ist der Tempel. Dort begegnet man Gott. Dort wäre wieder endlich das da gewesen, was ganz am Anfang bei der Genesis schon geschenkt war. Aber es ist bachab. Nachfolger heisst nicht, es ist nicht gegangen. Die Menschheit ist nicht in der Lage, wirklich einfach aus eigener Kraft mit Gott zusammenzuleben. Und darum ist der Hoffnungsschimmer in der 5. Szene ganz unten angekommen. Ganz unten ist das Exil. Das ist die ultimative Katastrophe vom Volk Israel. 722 vor Christus haben die Assyrer das Nordreich Israel vernichtet und für immer vernichtet. Und 586 vor Christus haben Babylonier das Gleiche mit dem Südreich Juda gemacht. Die sind später zurückgekommen, 70 Jahre später. Dort ist man ganz unten gesehen. Jede Hoffnung ist gestorben gewesen. Jetzt sind die grossen Geschichten. Wir haben die Verheißungen kennt von Abraham, Sinai-Bund, David, Tempel, die Storys hat man kennt. Und jetzt das. Eine fremde Macht, Marduk, der Gott von irgendeiner fremden Macht, kommt und besiegt Jahwe. Weil es ja nicht nur so, dass es eine politische Katastrophe wäre oder Wirtschaft. Der Krieg ist immer eine Katastrophe. Das eigentliche Problem ist geologischer Natur gewesen. Ein fremder Gott kommt nach Jerusalem, erobert die Stadt und vernichtet den Tempel, vertreibt gewissermaßen Gott aus seinem Universum. Das ist die eigentliche Katastrophe. Und irgendwo im Schutt von Jerusalem sitzt einer der grossen Propheten, Jeremia. Er hat gewarnt. Er hat jahrelang gewarnt vor dieser Katastrophe. Kehrt um. Geht wieder mit, macht die ganze Sache mit Gott. Sonst geht es schief, sonst gibt es Konsequenzen. Er ist nicht gehört worden, wie die meisten Propheten. Wir hören nicht auf Propheten in aller Regel. Aber es wäre schlau mit Täts. Und dann hockt der Jeremia dort wirklich im Aschenregen von Jerusalem. Am Ende der Hoffnung, am Ende der Story. Es sieht aus, als ob die Geschichte, die Gott geschrieben hat, sozusagen
zu einem Ende gekommen ist. Ein Reboot ist nicht mehr möglich. Und dann lesen wir in Jeremia 31, wo der Jeremia im Eschenregen hockt und sieht, was passieren könnte, wenn Gott wirklich wieder ins Zentrum rückt. Und dann erzählt er dort hier, siehe, Tage kommen. Und er erzählt von einem neuen Bund. Von einem Bund, wo Gott ins Herz der Menschen legt. Der Jeremia redet am Ende der Welt von einer Zukunft, wo Gott wird eröffnen. Das ist das Wesen von einem Prophet. Es geht nicht darum, Gericht anzubeten, sondern Hoffnung zu spenden. Im Gericht. Der Jeremia ist mit seinem Volk durch das Gericht durchgegangen, um zum Hoffnungsspender zu werden. Er hat einen sehr hohen Preis gezahlt. Aber ab diesem Augenblick sind Lieder geschrieben worden, Psalmen, 150 Psalmen. Das sind Lieder von der Sehnsucht. Da haben Propheten geredet. Da ist Restauration aufgebrochen. Man hat plötzlich wieder gesammelt. Nach 70 Jahren ist man zurückgekommen, ein Teil vom Volk. Hat neu angefangen. Neu sich auf Gott konzentriert. Die Geschichte ist weitergegangen. Es hat eine neue Möglichkeit gegeben. Ein nächster Schritt ist möglich geworden. Aber es hat sich gezeigt im Verlauf der Geschichte, es reicht nicht. Gott kann die Welt nicht durch das Volk Israel erlösen. Es hat sich gezeigt, der Erlöser braucht selber Erlösung. Und damit kommen wir zur 6. Szene. Der König kommt. Was soll Gott jetzt machen? Er hat dem Abraham die uralten Verheißungen gegeben. Durch dich, durch dein Volk. Segen für die ganze Welt. Er hat dem Volk Israel, am Sinai-Bund, den Auftrag gegeben, Priester zu sein für die Welt. Aber der Priester hat selber eine Lösung gebraucht. Wie also kann Gott sein Wort halten? Wie kann man sich auf ihn verlassen, wenn doch all das, was er braucht, einfach Bach abgeht? Wenn er sich nicht auf das kann verlassen, auf sein Gegenüber. Nicht er hat den Bund gebrochen, sondern das Volk hat den Bund gebrochen. Gott erfindet sozusagen die Quadratur vom Kreis. Er nimmt den einen wahren Israelit, der selber keine Erlösung braucht. Und lässt ihn in einem Kaff am Ende der Welt von einer jungen Frau geboren werden. Jesus von Nazareth. Der König kommt. Es hat uralte Lieder gegeben. 1000-jährige Psalmen. Es hat alte Verheißungen gegeben. Es hat grossartige Geschichten gegeben. Prophetische Überlieferungen, die man kennt hat, wo man gewusst hat, eines Tages kommt der Messias. Eines kommt der Sohn vom König David, was in 2. Samuel 7 davon heißt. Es wird einer auf deinem Thron sitzen und ein ewiges Reich regieren. Jetzt wird er geboren. In eine Welt hinein, in eine jüdische Welt hinein, wo vom Hellenismus, vom griechischen Denken, von der griechischen Philosophie geprägt worden ist und wo die Römer die Weltherrschaft hatten. Rom, die Macht, die mit Eisen verglichen wird im Alten Testament. Knallhart. Der Messias, so hat man gedacht, ist ein königlicher Messias, ist ein Nachfolger vom König David. Wenn der kommt, macht er Tabula Rasa, Klarschiff, die Römer werden vertrieben und das Volk Israel wird neu konstituiert, feiert wieder Gottesdienste, endlich kann es wieder das sein, was eigentlich gedacht werden dafür. Endlich wieder zum Priester für die Welt zu werden. Und dann kommt er. Und in Lukas 4, als ein Beispiel, tritt er auf, ganz am Anfang von seinem öffentlichen Wirken in der Synagoge von Kapernaum. Gottesdienst, jüdische Männer kommen dort zusammen, Frauen sind vielleicht auch dabei gewesen, Synagoge. Man gibt ihm die Jesaja-Rolle, er liest aus der Jesaja-Rolle. Dann liest er da, Kranke werden geheilt, Besessene werden befreit, Tote werden auferstehen. Es wird ein Jahr vom Heil ausgerufen, wo Licht in die Welt hineinkommt. Und bis dann alle zusammen Amen, Amen, ein Frieden, die alte Prophetie kennt man. Und dann kommt der Hammer. Jesus sagt, hier, jetzt, heute, vor euren Augen, erfüllt sich das Wort vom Prophet Jesaja. Entweder hat er einen schweren Schaden, wenn er das gesagt hat, oder er hat recht. Alternativen gibt es keine. Das zeigt sich dann auch in der Reaktion von seinen Zuhörern. Sie werden ihn nämlich umbringen. Sie werden ihn über Klippen abwerfen. Jemand, der so etwas sagt, ich bin der Messias. Ich bin der die alten Schriften davon erzählen. Ich bin der König David, einer der Söhne von David ist, der der König soll sein. Ich bin der die Römer vertreibt, etc., etc. Und dann was passiert? Er geht durchs Land. Er lebt, er predigt, er heilt, er macht Menschen frei. Es ist genau das, was das Volk kennt hat aus den alten Schriften. Damals, Exodus, hat Gott sein Volk vierfach befreit. Und jetzt kommt Jesus. Und er sagt nicht einfach, tut Buße, das hat der Johannes gesagt, sondern er hat sie politisch versucht zu befreien. Er hat das auch gemacht auf seine Art, aber es ist nicht um die Römer gegangen, sondern um eine viel, viel tiefere feindliche Macht, die Sünde in den Menschen.
Es ist um mehr gegangen als wirtschaftliche Befreiung. Es ist darum, dass niemand mehr Hunger und Durst hatte. Es ist mehr gegangen als einfach sozialer Frieden. Es ist um Shalom gegangen. Das ist mehr als Frieden. Das ist nicht einfach die Abwesenheit vom Krieg, sondern umfassendes Wohlergehen. Da sind Menschen gesungen worden. Menschen sind vom Tod auferstanden, gut, ganz wenige, aber immerhin, ein paar sind auferweckt worden, gut, die sind auch wieder gestorben. Sie sind zweimal gestorben. Das ist natürlich unglücklich, aber im Grundsatz aber Jesus hat gesagt, schaut her, wenn Gottes Reich sich ereignet in dieser Welt, dann passiert das. Das sind Appetizer. Die Menschen sind ja wieder krank geworden, es sind ja nicht alle geheilt worden zu dieser Zeit. Aber Jesus hat demonstriert, was es heisst, wenn das Evangelium von Gott in dieser Welt um sich greift. Und was ist das Zentrum vom Evangelium? Alle sagen natürlich Jesus, oder? Das ist auch nicht ganz falsch. Aber es ist noch nicht ganz scharf. Das Zentrum vom Evangelium ist die Tatsache, dass Gott in dieser Welt König wird. Wo das ist der ursprüngliche Schöpfungsabsicht gewesen. Genesis 1,2. Die Welt als Tempel, wo Gott als König einzieht und von dieser Welt aus das Universum regiert, mit uns als seinen Stellvertreter. Also das Evangelium, das wir heute auch noch verkündigen, ist viel mehr als einfach bekennt eure Sünden und tut Buß und fangt neu an. Sondern es geht darum, dass Menschen ganzheitlich freigesetzt werden. Nachfolger sein heisst ja, dem nachfolgen, was er uns vorgemacht hat. Mit ihm durchs Leben zu gehen. Menschen politisch, wirtschaftlich, sozial, geistlich zum Segen zu werden. Freizusetzen. Mit dem hat die Jünger, auf das haben die Jünger gehofft, auf das haben sie gewartet und sie haben begleitet, 1, 2, vielleicht 3 Jahre, das wissen wir nicht so genau, schon wurscht. Aber am Schluss endet das Ganze in Jerusalem. In Jerusalem wird Jesus gefangen genommen, ihr kennt die Geschichte, wir gehen auf das zu jetzt, also die ganze Passionsgeschichte jetzt, Fastenzeit und Karfreitag, Ostern. Das Evangelium greift um sich im Leben von Jesus, aber es führt nach dem Kreuz. Und ich stelle mir das vor, wie das für die Jünger muss gewesen sein, Petrus, oder? Der hat schon verleugnet und so, die Geschichte ist auch bekannt. Die Verheißungen, die Sehnsucht, der Hunger und Durst, endlich als Gottes Volk mit Gott in dieser Welt können, den Auftrag zu erfüllen. Die Sehnsucht nach Heil, nach vollkommenem Shalom, nach endlich so können leben, wie es Gott immer schon gedacht hat. Und jetzt kommt, ich bin 3 Jahre mit ihm durchs Land gegangen, ich habe Wunder gesehen. Ich meine, ich wäre auch gerne dabei gewesen, so etwas zu erleben, das muss man sich mal vorstellen. Und dann rechnen wir doch damit, es kommt ein grosser Showdown in Jerusalem. Wo ist es? Natürlich in Jerusalem, das Zentrum der Welt. Selbstverständlich dort, oder? Er reitet die auf dem Esel, König, aber ein demütiger König. Und dann wird er gefangen genommen. Und dann wird er gefoltert. Und ich sehe den Petrus innerlich, oder? Jesus trägt sein Kreuz. Er wird gekreuzigt. Und dann wartet der Petrus und die anderen Jünger dort, wahrscheinlich aus der Ferne, so wie es beschrieben ist, was passiert jetzt? Und dann passiert nichts. Jesus stirbt am Kreuz. That's it. Das ist der ultimative Zerbruch von jeder menschlichen Hoffnung. Am Kreuz hat sozusagen der Tod das Leben besiegt. Hat der Tod gemeint. Aber der Tod hat nicht gewusst, dass es eine viel ältere Verheißung gibt. Schon in Genesis 3 ist davon die Rede. Hat die Bibel zu wenig gut kennt in diesem Moment. Die Tatsache ist, dass am Kreuz das Leben der Tod besiegt hat. Weil das Schlimmste, was Jesus passieren kann, ist, er wird umgebracht. Mehr als völlig sich austoben kann der Tod nicht, indem er jemanden tötet. Aber es hat sich gezeigt, dass nach 3 Tagen der vom Tod vernichtet wurde, das Leben sich durchsetzt und nach 3 Tagen das Leben der Tod überwunden hat. Ostern ist der Beginn von Gottes neuer Schöpfung. Darum ist Ostern das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Weil das der Moment ist, wo sozusagen Gottes Welt neu geboren worden ist. Jesus hat davon geredet, in seinem Himmelreichsgleichnis. Es wird ein kleiner Samen gesagt. Und der Samen ist am Ostermorgen das erste Mal aufgegangen. Und das ist irreversibel. Das heisst, es wächst immer weiter. Es ist gestartet worden. Es dürfte von mir noch viel, viel schneller gehen. Ich würde gerne viel mehr sehen von dem Reich. Aber es wächst, es ist da. Es wird sich ausbreiten. Garantiert. Die Geschichte, die Gott am Anfang geschrieben hat, ist nicht zu Ende gekommen. Am Kreuz. Im Gegenteil. Durch das Kreuz, durch die Verstehung, hat sozusagen das Leben der Tod überwunden. Mit dem hat der Tod nicht gerechnet. Und dann geht die Geschichte weiter. In der 7. Szene, in der letzten. Der König kommt nochmal, der Vollendung entgegen. Pfingsten. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Es ist ja nicht so, dass Jesus einfach jetzt beim Vater im Himmel wäre, das ist ja roh. Aber das ist nicht irgendwo weit weg, sondern Gott ist uns immer genau gleich nach wie wir einander. Es ist nicht so, dass wir der Himmel irgendwo da oben und wir da unten, sondern es sind 2 parallele Welten. Die sind nur durch einen Vorhang getrennt. Wir sehen nur eine Wirklichkeit, wir erleben nur eine Realität, aber für Gott ist das durchsichtig. Jesus ist bei Gott und gleichzeitig immer sehr real bei uns. Das sind
fließende Realität, könnte man sagen. Also Pfingsten, da greift sozusagen Gott den Vorhang auf die Seite. Gießt sein Geist aus. Christus durch seinen Geist in unserer Mitte. Und dort wird der Bund, wo der Jeremia im Eschen von Jerusalem davon geredet hat, erfüllt. Ich will einen neuen Bund in eure Herzen legen. Nicht mehr indem, dass ihr irgendwelche Gesetze haltet, sondern wir halten das Gesetz, die Torah, weil wir Teil von Gottes Geschichte sind. Nicht für Teil von Gottes Geschichte zu werden. Das ist ein riesiger Unterschied. Und seitdem leben wir in der sogenannten Endzeit. Viel besser wäre von der Zielzeit zu reden. Wo es geht nicht auf das Ende der Welt zu, sondern auf das Ziel. Seit 2000 Jahren. Und wir sind berufen, die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, die Geschichte, die Gott geschrieben hat, weiter zu erzählen. In die Welt zu bringen. Dass Gottes Reich mehr und mehr wachsen kann und in dieser Welt kann sich manifestieren. Und eines Tages wird, so hat das Neue Testament verheißen, der König wiederkommen. Aber diesmal nicht mehr am Ende der Welt, in einem Kaff, in einem Stall, sondern als König, als Kyrios, als wahrer Herr dieser Welt. Und er wird die Welt nicht ad acta legen. Das hat er nie geplant, es war immer seine Welt. Er wird die Welt erneuern, transformieren, nochmal neu starten. Und am Ende der Bibel, Offenbarung 21, lesen wir wieder von grandiosen Bildern, wie am Anfang. Am Anfang steht das Paradies, am Ende steht Gottes neue Schöpfung. Am Anfang ist von einem Garten gedreht, mit einem Fluss, der sich teilt in 4 Ströme. Am Schluss ist von einer Stadt gedreht, mit einem Garten in der Mitte. Und wieder von einem Fluss, der vom Thron von Gott ausgeht. Und am Ufer von diesem Fluss gibt es eine Allee mit Bäumen, vom Baum vom Leben. Der ist versperrt in der Genesis 3. In Offenbarung 21, 22 ist für alle Völker zugänglich. Und dort heisst es, wer von den Blättern von diesem Baum isst, die sind für die Heilung der Nationen. Man kann sich fragen, von was müssen wir geheilt werden, Gottes ewiger Welt. Aber vielleicht ist Gottes ewige Welt nicht einfach etwas Zeitliches, was abläuft, sondern etwas Dynamisches. Ein Sein in Gottes Gegenwart. Eine unendlich vollendete Welt. Und das ist die Botschaft, die die Bibel erzählt. Das ist die Hoffnung, die wir als Christenmenschen in dieser Welt eingeben können. Es gibt eine Zukunft. Tage werden kommen. Es gibt eine neue Welt. Es gibt eine Zukunft, wo wir darauf zugehen können. Und nun würde ich gerne schließen mit ein paar Worten, die etwas von dieser Grossartigkeit dieser Welt weitergeben. Wo ich euch einladen möchte, nehmt das in euer Herz auf und gebt es weiter den Menschen, die ihr begegnet. Und für die letzte Folie noch kurz einblenden, dass man das lesen kann. Die lange Nacht der Trauer wird zu Ende gehen. Und der Trost der aufgehenden Sonne wird die Schöpfung in heilendes Licht tauchen. Und die letzte Wirklichkeit der Welt wird eine lange vergessene, unfassbare Freude sein.